Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und wie gesagt, wir fahren jetzt erst einmal zu der Raniero-Anlage. Mitte im Sumpf offenbar. Da möchte ich eigentlich hier. Ja, da müssen wir schon ein bisschen Umweg fahren, wie es aussieht. Da gibt es keinen Shortcut. Ja, da gibt es dann irgendeinen Shortcut, den wir nicht mehr können. Das deckt sich hier wieder mit unserer Route. Und dann geht's hier lang. Wow, das sind Plünderer. Sollen die mal machen? Sollen die mal machen, die Kasper? Sollen sie sich mit Freaker rumschlagen? Wir müssten sowieso hier einmal rum, ne? Dann geht's wieder zu der kaputten Brücke. Und dann fahren wir hier lang. Halte mal der Gaul an. Das wird jetzt hässlich. Können wir dort durch? Ja, es geht. Dann müssen wir gerade mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich glaube, wenn, dann nur so. Ich habe mein Bike kaputt gemacht. Ich habe mein Bike zerschrottet. Dann ist das Leben nicht mehr lebenswert. Ja, Pech gehabt. Gluck, gluck, gluck. Das war die dümmste Aktion. Das hätte ich nicht bringen müssen. Und bringen sollen. Das war scheiße. Immer wenn es mit Wasser zu tun hat, ist es immer so dämlich. Nase Rivler. Hier spricht Captain Curry. Kommen. Wollte gerade sagen, sag mal jetzt nicht irgendeinen Scheiß. Es war einfach vom letzten Nest. Der Colonel will Sie sehen. Er ist in seinen Gemächern in der Arche. In seinen Gemächern, der edle Herr. Wenn Sie vom Hauptcamp aus reingehen, müssen Sie hinter dem ersten Lagerbereich nach links. Okay, wissen Sie, was er will? Irgendwas mit einem Dienstplan. Lassen Sie ihn nicht warten, Corporal. Nein, Sir. Ja. Ihr Name wie bei einem wichtigen Projekt. Bleiben Sie sauber, dann werden Sie demnächst vielleicht befördert. Ja, Sir. Läppisch. Curry Ende. Wenn es irgendeiner verdient hat, befördert zu werden, in dem Wichtiges ganzen Projekt. Scheißhaufen. Was für ein Projekt. In dem Scheißhaufen von Miliz, dann ist es definitiv die. Jetzt müssen wir trotzdem noch mal gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen. Das liegt dermaßen blöd. Wir probieren es einfach noch einmal. Wir probieren doch noch mal irgendwie hinzukommen. So. Der führt uns jetzt wieder so lang. Wow. Keine Ahnung, wo wir jetzt gerade... Ah ja, okay, das deckt sich gerade mit der orangenen Route. Und hier wieder lang. Hier die Stroß, die Claire. Ja, Stroß ist es eher nicht, aber... Schauen wir mal, wo es uns führt. Ja, das ist wieder das. Haben wir ja auch schon die Nester beseitigt. Und hier mal wieder ein bisschen langsamer machen. Das ist wieder die Geschichte. Durch das flache Wasser kommen wir. Kommen wir da auf das andere Ufer irgendwie. Also der Fluss, da geht schon mal gar nichts. Vor allem nicht mit dem Bike. Da bleibe ich drin stecker. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich Wasser überwinden kann. In Days Gone. Ich kann hier die Furt. Da kann ich durch.
Und bei der Furt kann ich auch noch durch. Allerdings wird es hier wieder praktisch unmöglich, durch hier zu kommen. Ist das Wasser vielleicht hier flach genug? Ne, ab da muss er auch wieder schwimmen. Vergiss das kriegen wir nicht hier. Bis ich die Möglichkeit gefunden habe, Wasser zu überbrücken, bleiben wir hier erstmal dumm. Okay. Dann die Schnellreise. Dasselbe Problem halt auch mit der Nero-Kontrollstation oder mit der Forschungsanlage, die vor Wizard Island auf der kleinen Insel ist. Sie ist 5 Meter entfernt, aber die kann keine 2 Meter schwimmen, ohne abzusaufen. Das wird nix. Wir haben jetzt bislang nur 5 Minuten gebraucht von der Episode und ich will nicht, dass wir noch länger brauchen, nur um rauszufinden, wie wir mal das scheiß Wasser drüber kommen. Vielleicht gucke ich da tatsächlich mal im Internet noch, um zu gucken, wie man das schaffen kann in Days Gone, ob es da vielleicht ein Boot oder was gibt, was man nehmen kann. Wir werden es sehen. So. Jetzt wird erst einmal getankt. Nicht schießen! Es ist Corporal St. John! Genau. Bloß nicht schießen. Okay, Beute. Haben wir noch ein bisschen was an Beute? Mensch. So. Gut gemacht. Das war's erstmal. Dann der Händler. Fancy Pants. Pff, Wie steht's dir? The Fancy Pants. Okay. Finde ich auch die deutsche Übersetzung von Mr. Fancy Pants oder generell von Fancy. Ja, von Mr. Fancy Pants geil. Das ist so viel. Oder wird im Deutschen mit Lackaffe einfach übersetzt. Und ich mag denn das Wort Lackaffe. Der Mechaniker. Schön dich zu sehen. Wir Hey, tanken. Sarge. Wir reparieren. Okay, soll ich's reparieren? Ja? Haben wir schon. Ich glaube, wir haben alles. Und ansonsten brauchen wir Stufe 3. Ja, die Refe auch. Ja, okay. Die Optik. War da schon da können wir auch noch Kruscht kaufen. Finde ich eigentlich das auch geiler. Ja, Sir, das ist echt gut. Ja, das sieht auch cooler aus. Oh, Das schön. holen wir uns auch. Gute Wahl, muss ich sagen. Oder Auspuff. Ja, das sieht, ne, das sieht schrottig aus. Das sieht cooler aus. Ihr habt Bremse. Yo, das sieht schönes viel Stück geiler Ausrüstung aus. hast du da. Okay, ja, Kens habe ich vorher. Das sieht auch geil aus. Erhöht sogar die Haltbarkeit und ist nicht nur reine Optik. Wow. Wir holen uns mal beide. Okay. Yep, Einfach weil wir es können. das ist echt gut. Das sieht mega aus. Erhöht die Haltbarkeit halt einfach nochmal ein bisschen. Und Verkleidung. Oh, geil. Das hat so richtig Mad Max-Style und gibt auch nochmal Haltbarkeit. Gute Wahl, muss ich sagen. Sehr cool. Jetzt sieht das Ding noch richtig noch ein Postapokalypse-Bike aus. Lackierung. Akzent. Ja. Standard. Metallisch. Matt und glänzend. Rahmenlackierung. Weiß. Ja, ich möchte eigentlich eher diese... Ah, okay, das ist natürlich auch geil. Kupferfarben hat dann so einen leichter Rost-Look. Ja, Ihr habt das sieht auch cool aus. Aufkleber. Brauchen wir Kenny, weil wir die Akzente haben. Aber ich hätte ganz gern, um ehrlich zu sein... hätte ich ganz gern die individuelle Dinger. Vielleicht kriegen wir das auf Blizzard Island. also, bitte sehr. Ups, schauen wir mal. Bis später, Corporal. Bei der Küche können wir vielleicht auch noch was abliefern. Ja, ein bisschen Fleisch können wir schon abliefern. Das ist alles, was ich für heute habe. Woi, 589 immer hier. Dann hat Cooley noch was für uns. Hau raus, Derek. Corporal St. John, ich habe eine dringende Aufgabe für Sie. Das war irgendwie klar, als ich mich melden sollte. Sir, Eine unserer Patrouillen wurde ausgelöscht. Eine andere Patrouille sollte sie suchen. Sie fanden alle bis auf eine Person. Private Gomez. Ja, lebt sie noch? Ich weiß es nicht. Der Ort des Geschehens ist voller Spuren. Ich brauche jemanden mit Ihren Fähigkeiten, um diese Spuren zu untersuchen. Okay, ich tue, was ich kann. Ich wusste, auf Sie ist Verlass, St. John. Wegtreten. Warum sind es irgendwie immer Frauen?
Ohne Scheiß, warum sind es irgendwie fast immer nur Frauen bei Schutz für die Schwachen? Ich finde es ein bisschen sexistisch, um ehrlich zu sein. Aber auf der anderen Seite ist es halt ach so, dass Frauen wahrscheinlich häufig Opfer von Plünderer und Gewalttäter wären. Schutz für die Schwachen. Was für ein Kampf. Mache Gomez ausfindig. Dann gehen wir zu der Schnellreisestation. Und machen uns von dort auf den Weg. Weil wenn, dann möchte ich halt einfach Weg sparen. Wir hätten jetzt natürlich auf den Wizard Island fahren können. Aber ja, passt schon. Da fahren wir jetzt halt einmal außenrum um den Berg. Und dann schauen wir mal. Ja, mit viel Glück kriegen wir das heute gebacken. Und können dann noch die Quests in Wizard Island noch abliefern. Hexemeister-Insel. Gucken wir mal. Je nachdem, was da jetzt abgeht, wie groß die Gefahr ist, ob das möglicherweise Plünderer sind, die man wieder im Camp niedermachen müssen, oder ob das einfach nur irgendwelche Strohsekämpfer sind. Wir werden es sehen. So, mache Gomez. Ah, wir können sogar hier einen Weg fahren. Sehr cool. Finde ich mega. Dann sparen wir uns das immer außer rumfahren, wie ich es gedacht habe eigentlich. Ich habe befürchtet, wir müssten immer außer rumfahren. Aber wir werden hier direkt durch den Fels geleitet. Hervorragend. Da hat irgendeiner schon mal einen Tunnel gegraben. Das finde ich sehr, sehr gut. Die Nero-Station war das wohl, ne? Ja. Das ist ganz schön eng hier drin. Aber es erspart uns einen riesen Umweg, liebe Leute. Hervorragend. Oh oh. Plünderercamp, du wirst wohl Hochführer. Scheiße, ja. Ich hab's im letzten Moment erst wieder gesehen. Hey! Scheiße. Ich bin in die Falle gegangen. War zu langsam. Hab noch den Schlagseher vom Baseballschläger, die haben mich fertig gemacht gerade. Das war konzipiert dafür. Alter Falter. Aber das Messer haben sie nicht abgenommen, die Depper. Alles klar. Was war das? Dein Mutter, sein Gesicht war das. Boah, scheiße, ja, ich hab mein ganze Scheiß in mir. Lebt ihr noch? Wow. Wow. Ich hab grad nur mein scheiß Stiefelmesser. Ich kann mich grad nur verpissen. Ich muss irgendwo entdecken. Oh, das ist so nicht machbar. Leckt mich doch am Arsch. Boah, Alter. Habe ich überhaupt irgendeinen Scheiß? Ich habe gerade überhaupt nichts. Außer mein fucking Stiefelmesser. Boah, jetzt erstmal raus aus dem Camp hier. Zu meinem Bike. Da ist auch noch so ein Arschloch, ja. Da sind Männer! Das sind die Hinterhalt-Typen. Das war das Arschloch, was mich da niedergeschlagen hat. So, von dem holen wir uns erstmal das Zeug. Jetzt haben wir erstmal gescheit die Nahkampfwaffe. Irgendwie gescheit. So. Der hat einen Lapper. Da ist mein Bike. Müssen wir es reparieren oder was? Nee, alles cool. Tja, jetzt habe ich trotzdem meinen ganzen Scheiß verloren. Alter Falter. Dann. Wir holen uns Baseballschläger, Axt, nagelbesetzter Baseballschläger. Besserer Schläger, brauchen wir ein kleines Rohr allerdings davor. Ripper-Schläger, brauchen wir auch ein kleines Rohr. Wir holen uns erstmal den Baseballschläger aus Holz. Was besseres haben wir gerade nicht.
Wir müssen uns irgendwie hier reinschleichen. Und unseren Scheiß wieder kriegen. Okay, das hier ist Reichschleicher. Die Leute hinterhältig abmurkser. Zum Glück sind das Blindfischer. Ade, mein Freund. Jetzt haben wir zumindest nochmal Waffe geflattert. Und eine Rohrbombe. Sehr gut. Dann schmeißen wir erstmal einen Stäh. Hier in die Richtung. Dann holen wir uns auch Rohrbomber. Ich sehe, dass hier irgendein Kasper hier latscht. Nix. Okay. Dann lade ich aber trotzdem nur hier nur 3 Schuss drin. Scheiße. Das ist räudig. Dann hole ich mir nochmal so einen Scheiß noch, damit ich wenigstens irgendwas basteln kann. Ja, dann müssen wir die wohl meucheln. Das wird jetzt die rechtliche Episode dauern, befürchte ich. Da ist noch ein Scharfschützer. Aber da ist jede Menge kleiner Scheiß noch. Airbag. Wir holen uns noch, was es hier abzuflattern gibt. Ist das besser, das Ding? Nee. Warte, ich komm dich holen. Was ist du? Ach, fick dich! So. In Deckung. Abgesägte Schrotflinte hole. Boah, Alter. Scheiße. Jetzt habe ich aber zumindest mal irgendeine Waffe. Ah, leck mich. So. Boah, Alter. So. Hoch. Heil dich. Jetzt machen wir erstmal den Scharfschütze aller. Pff. Komm schon. So, jetzt machen wir den Scheißtyp erstmal platt. Holen uns das MG, die Waffe hier. Okay. Scheiße. Nix mehr. Wir haben allerdings Rohrbomber. So, dann wechseln wir hier nochmal zu dem Ding. Da haben wir noch welche niedergemacht. Okay. So, ach, wieder weg. Leck mich am Arsch. So, uns bleibt nichts anderes übrig, als mit dem Schrott zu kämpfen, den wir da haben. Weil das ist wirklich absolute Low-Level-Ausrüstung. Alter Falter. Da ist noch einer. Ich sehe ihn. An sich wären die Typen null Problem. Allerdings durch die ganze Geschichte hier mit meiner Ausrüstung, die weg ist, ist es weitaus heftiger jetzt gerade gegen die. Und denn hier Ausrüstung ist absolut beschissen, um ehrlich zu sein. Das ist totales Anfängerzeug. So, wir holen uns nochmal fix Nachschub. Wir laden noch. Du sind wir ein bisschen zu weit weg davor. Ja. Wieder einer weg. Dann plündern wir noch die Leute. Rohrbomber, Molotow. Hervorragend. Lappe, Inventar voll. Pistole, Muni. Also ich hoffe, ich krieg meinen Scheiß auch wieder zurück, ne? Ich seh dich. Ja. Und sieh mich mal. Okay, Was sag mal der? das war's. Ja? Sind alle tot. Puh, sehr gut. Leck mich am Arsch.
Okay, ich will meinen Scheiß wieder zurück. Ich hoffe, die haben meinen Scheiß irgendwo aufbewahrt. Ansonsten muss ich dringend den Scheiß wechseln. Und wieder neu einkaufen. Ja, Baseballschläger holen wir uns jetzt nochmal hier. Boah, alter Falter. Rohrbombe. Ja, holen wir uns den ganzen Kram mal wieder. Ist auch noch Gift. Und hier irgendwo muss Gomez wohl auch sein, ne? Freue mich jetzt so gerade, wo mein ganzer Scheiß steckt, mein ganzer Schampel. Styropor und Schrott, Schießpulver haben wir schon voll. Tja. Wenn irgendwo muss mein Schampel ja auch sein, ne? Wie ist der Deil, was das jetzt auch hier für Gestalte waren, aber das war heftig. In den Hinterhalt reingerote, sehe nur noch, wie der Baseballschläger kommt und dann ohne Kram im Käfig aufgewacht. Also das war jetzt mal heftiger Scheiß. Ich vermute doch ganz stark, dass da oben beim Turm wahrscheinlich die Frau Gomez sitzt. Und du auch mein ganzer Kram gebunkert sein könnte. Ich guck mal es einfach mal an. Weil ich denke doch, das wird jetzt der Rest von der Episode noch dauern. Und wenn nicht, dann brauche ich auf jeden Fall meinen Scheiß wieder. Meine Bike haben sie zum Glück nicht ausgeschlachtet. So. Irgendwo muss er ja auch sein. Gewehr und Pistole, Munition. Gut, der Kram ist jetzt zumindest mal aufgepusht wieder. Alles wieder auf Maximum. Gomez, bist du hier? Hey, 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 hier drin. St. John, hey. Wo ist hier? Drin. Na los, Kumpel, hier. St. John, ich bin hier drin. Wo bist du? Moment. Wo ist hier drin? Okay. Hier? Ja. Schön, dich am Leben zu sehen. St. John, dass mich deine hässliche Visage mal freut. Hey, ist überhaupt noch Blut in deinem knochigen Arsch? Du musstest ja unbedingt alles damit vollschmieren. War nicht alles meins. Okay, kannst du laufen? Dein Bike steht zwar da vorne, sieht aber aus wie ein Haufen Scheiße. Wobei, das war ja schon vorher so. Dich würde ich immer noch locker abhängen. Na klar. Hey, St. John. Danke. Na los, verschwinde von hier. Die ist auch cool. Okay, was für ein Kampf. 100%. 2750 gibt es auch noch. Schutz für die Schwachen 90%. Klingt gut. Aber mein Scheiß ist weg. Mein Scheiß ist weg. Das sieht ganz so aus, als hätten die mein Kram behalten und was weiß ich wo gesteckt. Den kriege ich erstmal nie mehr wieder. Scheiße. Was ein Dreck. Dann müssen wir halt mit dem Rotz erstmal arbeiten. Und holen uns wieder die bessere Sache, wenn wir im Camp wieder zurück sind. Sieht bloß aus, als müsste ich dann zuerst noch Wizard Island. Es sei denn, ich finde meinen Kram zufällig hier noch irgendwo. In der, nennen wir es mal Kontrollstation hier, beziehungsweise hier im Hauptlager. Tja. Sieht bloß aus, als kriegte ich meinen Kruscht nicht. Das fuchst mich. Das fuchst mich gerade immens. Und aus dem Loch bin ich gerade rausgekommen. Na? Und hier ins Loch hin sind wir bestimmt mein Kram nicht reingeschmissen. Scheiße. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Das heißt, ich muss meinen Kram hochkaufen. Das ist halt das. Gut, ohne den Kram kann ich natürlich nicht auf Mission gehen. Deswegen würde ich sagen, wir machen für heute noch einen ordentlichen Abschluss. Ich gehe nach Wizard Island zurück. Wir kaufen unseren Scheiß zurück. Und dann können wir auf jeden Fall
die Episode abschließe für heute. Dann sind wir nämlich auch in Sicherheit. Gut, fahr zurück. Noch With Isle. Dann schauen wir mal. Also jetzt sowas Heftiges habe ich bisher wirklich nicht erlebt. Ich habe gedacht, jo, fahrst jetzt du hier, guckst da den Unfallort an, analysierst das Zeug, gehst zum Plünderjäger-Camp, zum Plünderer-Camp und habe ich mir da schon gedacht, hey, das wird wahrscheinlich schon das Plünderer-Camp sein, klar. Aber ich will erstmal den Tatort mir angucken, damit wir das ordentlich machen. Und prompt in die Falle gerote, ist das heftiger Scheiß. Und eine ganze Kruscht verloren. Das fuchst mich am allermeisten dabei. Aber das machen wir jetzt noch. Weil ohne meine Waffe bin ich bei weitem nicht so schlagfähig. Und schlagfertig. So. Wir gehen auch nochmal zum Mechaniker. Hey, Dick. Hi ho. Hey, Sergeant. Nachtanken. Der hat sonst nix, überhaupt nix. Boah, das ist bitter. Corporal St. John. Dick. Wir sehen uns. Ich habe gedacht, wenigstens Lackierungen und Corporal St. sowas. So, Wie Waffen. geht's denn so? Der Chicago Chopper. Ah, da müssen wir wohl zum Waffenschrank dann gehen, ne? Okay, verstehe. Ah, doch, da ist ja der Schrank. Nichts dabei? Frag mich einfach. Primärwaffe. Chicago Chopper. Den möchte ich ausgerüstet haben. Munition auffüllen, ja, kaufen wir. Handfeuerwaffe möchte ich wieder bitte der Eliminator haben. Fortfahren, ja, wir kaufen auch Munition. Und spezial möchte ich wieder das große fette Ding. Und kaufen Muni. Oh, macht auf dicke Hose, ach Gott. Ja, dann machen wir auf jeden Fall noch einen besseren Schläger. Können wir nicht herstellen hier? Okay. Corporal St. John. St. John. Ja, das müssen wir jetzt alles noch basteln wieder. Ja gut, unser Inventar ist jetzt halt ein bisschen scheiße. Aber na gut, wir können sie alles irgendwie wieder auffüllen. Ja, uns fehlt noch ein kleines Rohr, kein Wunder. Dann machen wir halt hier die Baseballschläger-Axt. Ist auch besser als nix. Medizinisch können wir zumindest noch ein paar Verbände herstellen. Zusätzlich können wir hier noch Attraktoren herstellen. Attraktorbombe. Ja, das ist geil. Fallen. Ja, mein Scheiß muss ich halt wieder nachbauen. Okay, aber besser als nix. Jetzt sieht es zumindest schon mal wesentlich besser aus als vorher. Und ich die Sache, ihr liebe Leute. Ich gehe zu meinem Bike und speichere hier. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir uns dann darum kümmern, dass unsere ganze Sache abgeliefert werden. Und dass wir uns dann vielleicht noch der Colonel Garrett Quest widmen. Und dann vielleicht auch noch der Quest mit O'Brien. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.